Et geht irgend von einer Comfortzone. Wenn du dich immer aus deiner Komfortzone raus bewegst, dann vergrößerst du einfach den Komfortzone. Also am Anfang war ich auch immer schrecklich, also ich bin bald gestorben für einen Theaterauftritt. Ich war so schrecklich nervös. Und mittlerweile kann ich normal einen Tag holen und dann auftreten und das geht. Ich meine, das ist einfach eine Sache von, du gewinnst dich dran, du bist ein erwachsener Mensch, traust auch selber mehr zu, also das Einzige, was dir hilft, das ist ganz oft machen. Willkommen beim 35M Elevator Pitch. Ich bin den Emil. Und ich bin der Fabian. Und heute haben wir eine Schauspielerin auf Besuch, die nicht nur Schauspielerin ist, sondern auch etwas ganz Extras möchte, was ich mich niemals gegen traue, nämlich Stand-up-Comedy. Es ist ganz interessant, was dann klein fertig bringt, Tag für Tag sich auf die Bühne zu stellen und sich seinen tiefsten Angst quasi zu stellen. Weil das nämlich eigentlich, wie das erzählt wird, eine ganz scheu Person, wo alle Phasen von seinem Körper sich eigentlich dagegen wehren, für sich auf die Bühne zu stellen, für ein Mikro witzig zu sehen, Abend für Abend. Und hat mich da. Durch die Schauspielerei, der Stand-up, also von Lützburg über London, da auch zu LA gelandet. Ich schwätze mit mir über Stand-up-Comedy-Szene hier in Amerika, wie sie ganz anders ist für in Europa, und wie hat es fertig bringt, auch heute Leute zum Lachen zu bringen. Ja. Without further ado, hier ist Dan Klein. Schon wirklich riesen Respekt für die Schauspielerei ist schon eng Sache für einer Kamera oder für ein Publikum einfach do, wie mir immer so und sich auszudoen. Mir Stand-up ist auch ein ganz anderes Niveau von Courage, den du brauchst. Wenn nicht zünd, geht bald nicht mehr panisch ist wie Witz, den du kannst. Du stehst auf der Bühne, der Arme schüttelt und Suhe bezahlt, für dann zu lachen, aber den Witz nicht zünden. Oh, frag, ich will gar nicht wissen, was ich da tue. Mir musst du wirklich denken, du warst auch noch nie an der Comedy Club. Ich war noch nie am Comedy Club, nee. Okay. Also, wir müssen mal aufhängen für die Episode. Merci, dass du hier warst. Du warst Gast an dieser Hollywood-Series, wo wir pure Leute hier zu Los Angeles und alles Lützburg, ja, die am Entertainment schaffen, auch eben zu LA. Und merci, dass du hier warst. Wie lange warst du denn überhaupt hier? Ich komme immer mit dem Touristenvisa. Ich war 2 Monate hier, 4 und 4 Monate. Und du bleibst schon 2 Monate. Und ich bin seit ein paar langen Monaten gerade hier. Was war das schwer für ihn zu kommen? Wieso warst du zu London? Ja, ich war lang zu London. Ich war kurzzeitig in Schottland für eine Schauspielschule zu machen. Und du siehst, wegen der Pandemie zurück nach Lützeburg gekommen. Das heißt, ich war nur die letzten Jahre zu Lützeburg. Dann habe ich in London ein bisschen probiert. Und das ist aber so, seit Brexit und Pandemie ist nicht mehr so das nämlich. Und irgendwie, also die Serien und die Comedians, die ich gerne, die sind irgendwie alle gut amerikanisch. Und irgendwann war ich so, okay, das ist dumm, für die ganze Zeit zu probieren, mich so an der Rand zu quatschen, was ich in England machen kann. Dann gehe ich einfach bei LA. Für mich war immer ein bisschen so das Problem wegen dem Visa, es ist nicht so evident zu kommen. Und schon aber hier Kuren bei den Groundlings gemacht. Also, weil wo ich letztes Jahr kommen sie für das und habe ich einen Tag so einen Tag Workshop gemacht bei den Groundlings und ich war mega begeistert. Und ich dachte, okay, dann komme ich einfach für 2 Monate. Was war das Groundlings? Groundlings ist Comedy-Impro-Show, aber auch ein Ensemble-Theater und ganz viele Leute, die bei Saturday Night Live sind durch die Show durchgegangen. Das ist so Will Ferrell, Kristen Wiig, Jennifer Coolidge, was ja mega groß ist, das war auch bei Groundlings. Es sind ganz viele Leute von den amerikanischen Comedians. Sind zwei so Shows, gell? Ich vergesse, wie die anderen sind. Gehen danach das nach Second City, Improv Olympics, UCB, das dem Amy Poehler singen. Ja. Du warst schon pur hin. Das ist ziemlich cool. Ja. Du kannst dich wirklich einfach so wie du einstellen gehen. Ich weiß nicht, ob es all da ist. Mit Schlangen ist normalerweise ziemlich lang. Da sind direkt bei der Straße drauf. Und dann hörst du einfach Schauspieler, die vielleicht so cool gemacht haben, die pur da sind, die da komplett Improv machen. Und das kann mega an Box gehen. Von dem, was ich gesehen habe, also ich bin aber gegangen, weil ein Kollege, wo man irgendwie performt hat. Und ja, weil alle Menschen probieren, irgendwie sich ranzubringen an 10. Und die alle Menschen probieren, im Moment zu sich, nachdem du gesagt leider da runter, und dann hast du ein Brett, wie gerade ab so, mit den anderen ab, also los dem Ding 10. Das ist ja, das war mein Moment. Und dann, das ist interessant. Und dann die Momente dabei, die mega gut sind, weil die Leute gut sind, das ist mega witzig. Und das ist easy Entertainment. Ich meine, du kannst für $5 oder so, und da sitzt du 2 Stunden da, und du kennst next Kristen Wiig. Das klingt sehr gut. Gib mir das gesehen. Ich war schon lange nicht mehr da, das ist eine gute Idee. Also Groundlings finde ich dann nicht gemein mit Groundlings, das ist eigentlich die bekannteste. Das ist die größte. Also bei den Groundlings kannst du nicht Aufhänger gucken gehen. Also du gehst ja wirklich die gucken, die bis du durch all Rang gepackt bis an die Main Company, an der Sunday Company.
Aber das sind wirklich, also Leute, die ich kenne von Superstore oder für Parks and Recreation oder die kannst dann du einfach gucken gehen. Also das man awkward wie meint. Ja, das heißt ich schon Leute, die zwar Schauspieler sind mehr oder vielleicht gerade in der Schauspielschule rauskommen sehen, da machen sie 5D so etwas smart, weil das eben extrem Improv, das ist ein ganz anderer schauspielerische Skills, die so viel Improv können gut zu machen. Ja, bei Leuten, die das just 2-3D gemacht kann natürlich ein bisschen mehr Box gehen, wenn es dabei erfahrene Leute ist. Und das ist auch witzigerweise von all den Pro-Schulen so ein anderer Approach, weil UCB ist anscheinend mehr so Witz, jeder probiert ja schon die beste Witze ranzubringen. Genau so was. Und Groundlings ist mehr so Character Work, das heißt, bei ihnen ist es nicht Story-based und das kommt die mit das eine Joke-Space, das wirklich, dass jeder seine eigene Personage da probiert zu kreieren und so. Also das ist schon cool. Ich probiere mal feststellen, wie das doof lebt. Du kannst ihn wie das ist ja aber keine normale Schule, du gehst nicht ran mit einem Prof, den dann Note gibt. Wie lebt das? Ich sage, finde für dem, was du machst. Comedy, extra just für Comedy. Das ist ja aber so ein Vague, oder? So ja, also am Anfang geht ganz wenig Fokus auf Comedy gelöscht. Also es geht wirklich darum zu lernen, wie du eine Szene improvisierst. Das heißt, Basic war wirklich just wichtigste, weil du kannst ja einfach sind zwei Leute, die auf der Bühne zusammen stehen und da müssen die zusammen innerhalb von 2 Minuten eine ganze Szene gespielt haben. Und dann da lehrst du, dann musst du dann who, what, where. Das heißt, sobald du anfängst, musst du der anderen Person einen Namen geben, du musst eine Relation irgendwie können, klar stellen, du musst so, was sind wir am Gang zu machen, weil du meinst alles. Wo sind wir? Und dann, was lebt dann noch häufig, was sind wir überhaupt häufig, was ist das halt ein spezieller Moment, den die Leute gesehen. Und das ist mega schwer, das hinzukriegen, ohne dass du was, oh hi, Millie, my brother, nice that you are here in the kitchen with me. Weißt du, so, das heißt, du musst das schon irgendwie lernen, das kann ich irgendwie smoothly so ranzubringen und dann auf Englisch weiß und dann ist eben den zweiten Level, okay, du kreierst die Personagen, für das halt dann irgendwie interessant, lustige Sachen sind, die du weißt. Das muss mega auch der Wert so für Improv. Für die Leute, die nicht wissen, dass Improvisation, dass du nicht, also just weil wir Kids nicht so mit dem wir null ausstellt. Ja, das ist eben noch Schauspielerei. Das wie kannst du einfach nicht gibt du Schauspieler, die miteinander 10 aufhängen, sie improvisieren, die fort vom Skript gehen. Das nicht, es klingt bald wie wenn nicht mehr Stand-up wie mit einen schnell mal Stand-up zu dienen. Das ist wirklich nicht mehr das Schauspielerei. Du musst eben auch Stand-up. Du schwärzt auch noch drüber. Die zwei sind aber separat. Ja, weil das witzig, weil bei Stand-up mangeln Leute meistens wir improvisieren. Dann am Anfang also komplett geschrieben. Und ein guter Stand-up-Comedian bringt es so rüber, wie von dem Graddrich ging auffallen. Mit das komplett für 4 bis 100 geschrieben. Und das hängt doch vom Komiker auf, das gehen doch die improvisieren just, was wirklich mega krass nach Hand kann gehen. Mit Impro hast, ja, du hast nicht geschrieben, das sind Szenen, die gespielt gehen, die komplett am Moment davon gehen, so von den Performance. Es wäre eigentlich cool, an der Comedy Store zu gehen. Das ist wirklich natürlich schon ein paar Mal gemacht, Laugh Factory, das sind Comedy Stores ja mit der bekanntsten auf der Welt. Also du warst ein paar Mal hin, gleich kurz die Covid, du willst nicht mehr zurückgehen in die Zeit, das war ein bisschen cool. Das war ein guter Witz dann. Du hast wirklich, weil du hast auch 10 Leute, die auftreten, und da sind dann 3-4 dabei, wo die Leute schrulen, wo lachen. Es sind da vielleicht 1-2, wo ein bisschen mehr awkward ist, aber das ist besser wie viel Entertainment. Weißt du, du einfach kannst gehen, du hast gar keine Ahnung, was du könnt. Aber für Dinge, du siehst mit halt 4 Kuren die Woche im Moment. Als dann zum Schluss von dem Kur eine Performance, wenig sehen wir das, dann der Cookie kommt. Ja, nee, sie wissen den auch nicht auf Bühne. Dafür soll ich das ganz anders wie UCB, weil sie wirklich so, wenn du nicht Pratt seht, dann kommt er noch nicht auf Bühne. Sie blamieren sich nicht gerne. Genau, sie haben noch einen Ruf zu verlieren. Nee, also die meisten Leute können nie für ein Publikum spielen. Es sind ja auch Leute, die noch nie in ihrem Leben Geschauspieler tun oder so, die gar nicht kriegen, irgendwie ehrlich zu spielen oder so. Die da wirklich so ich den noch nicht sehen. Die richtig so Middle-America mit dem Auto mit $20 in der Tasche kommen, Groundlings, und dann geht ihren Dram zu stehen. Genau. Sie kommen nicht an die nächste Advanced Class und vor anderem zurück. Genau. Ja. Ganz genau. $20 Mann. Ja, also das kostet pur mehr wie $20. Ja, voilà, da kann ich nicht 3-mal probieren, aber wenn ich die dritte Kehr nicht durchkomme, dann darf ich nicht mehr. Und du hast dann den Final Exam 5 through the door. Das heißt, das 5 Minuten für 5 Personagen zu machen. Kannst wirklich durch dir, musst als Personage, gehst an den Supermarkt, schnappst auch Kaffee, wo du mit einem anderen interagierst,
gehst raus, kannst als ein zweite Personage ran und so und dann bist du 5 Mal. Und da guckt ihr eben, ob es 5 Personagen ist, die verschiedene genug sind. Denke, gehst Ackhaufen, denke, was der Pilot. Also, nee, du gehst alle als Ackhaufen, aber du musst immer, weißt du, Anke, was du, okay. Dann Anke, was du, also, wie du gesehen sind, ganz gut schon. Weil, voilà, du musst dann, die Personagen musst dann verschiedene genug sehen, dass sie so, okay, du passt da gut genug für den Advanced Level. Also, das ist aber lustig, weil du hast ja aber sicher Personagen, die da mehr leihen, wie andere. Ja, ich schon mal die Freunde mich auch gestaltet, weil wenn ich Leute gucken, die da rauskommen sehen, also sogar Kristen Wiig, weil ich wirklich super fand, spielt aber irgendwie über die dynamische Personage. Ja. So. Also ich meine, du musst einfach beweisen, ich kennt. Und da kannst du weiter und dann spielt Leute dann hier ihre Karte so ein bisschen. Ja, weil nämlich auch interessant, dass du nur, wenn du da bis ein Ensemble kannst, du hast kein Impro mehr. Also das ist just noch Sketchwriting. Und das ist bald wie Saturday Night Live. Da gibt es dann Sunday Company, die immer so eine neue Sketchshow feiern. Da schreiben sie 3D, sie pitchen, sie proben und dann geht es abgeführt. Und du könnt dann noch kommen Leute wie der Lorne Michaels und so, die kommen da gucken, wie sie schnell Leute sich für Saturday Night Live und so. Ja, das ist eine ganz andere Welt. Du Saturday Night Live, Museo, ich meine, alle drei nicht mal abgeholt. Ich weiß nicht, ob ich von hier Saturday Night Live hier geguckt habe. Kann die nicht. Also, ich finde doch echt, also, meine Frau zum Beispiel, die sind alle Samstag, die gewacht, ob das da oben können. Das ist eine riesige Sache. Ich finde, die Lopo mal geguckt, dann gefällt mir gut mehr. Das ist wirklich interessant zu sehen, wie viele Großschauspieler von da kommen sind. Und wie das so Karriere angefangen hat, auch Karriere für Writerin, Karriere für Produzenten, das sind dann schon probiert nur zu machen immer der Wochenschau und so Sachen kannst du ja erinnern ja stimmt ich wusste nicht, das hat auch so Anke Engelke eine ganze Gruppe von Comedians die du angefangen und die dann auch so Sketche gemacht so pochen so leid ich weiß man mehr ich bin noch dabei weil nicht mehr so dekaliber ja wie steht Pastewka was ja ein Pastewka ja genau den doch lange mir decken so ein bisschen als wie du Fabian ich hoffe, ich weiß nicht, das hey, in Dicke? Nee, das ist einfach, so das wie du, nicht Bronho, Kurzbronho. Ja, okay, das ist nicht, nee, ich denke nur, den Dirk Schnappe sei, den hast du für kurz. Den Dirk Bach? Ja, den Dirk Bach. Ich meine, den hast du für kurz gestorben, oder? Die waren auch so Comedian. Ja, so kleine Runde. Ganz kleine Runde. Ja. Ich meine, ich mit dem Vergleich. Boah, okay. Mit der Tisch, wie ist es bei dir, wie bist du dann auf London gekommen oder wenn hast du die Decision getroffen, hast du Lützeburg geschauspielert für den oder was war so der Werdegang? Ja, ich habe ganz viel Zickzack gemacht. Ich habe zu Lützeburg angefangen mit Machtheater am TNL, im Jugendclub. Oh, das was du meinst, du gekommen oder nicht? Nee. Ich habe das für Richtung 22. Das war dann dünn. Ja. Ja, schon beim Anzimmer am TNL angefangen. Da sind schon ein Konservatoire gegangen. Am dünn, weil eben Machtheater am TNL ist das bis der Ursprung war. Mit einer Gruppe von uns Richtung 22 gegründet, für dann noch nur Ursprung Jahre noch können weiterzumachen. Und das war gut. Ja. Das war so mein Anfang. Und dann habe ich mich nicht richtig getraut, Schauspiel zu studieren. Und ich konnte auch von meinem Prof am Konservatoire gesagt, ich kenne das nicht, dann soll das vergessen. Oh, was? Und ich hatte ganz viel Support zu Lützburg. Und dann sind ich Hotelmanagement studieren gegangen. Und da sind ich ganz miserabel gewesen. Wohin? An Schweiz? An Schweiz, natürlich. Ja, ja, auf einem Biersch und einem Schloss. War mega cool. Und dann hatte ich so ganz politischen Moment bei meinem letzten Stage, den ich gemacht habe, wo ich alltag d'Entrée des Artistes vom Staatstheater getrippelt sind, für an den Hotel schaffen zu gehen. Und alltag ich dachte, Gott, ich kann Leute da gehen und ich muss nicht noch weitergehen. Und dann irgendwann hat den Klick gemacht und ich dachte, okay, na, ich muss das vielleicht probieren. Und dann, also ich hatte mal lieber englischsprachige Sachen am Anfang, wie ich dafür drüber so tun, echt amerikanisch und plus, das war mir dann noch nicht so klar. Und dafür sind ich dann auf London 4 Schätze gegangen, auf Schauspielschulen aus Schottland. Wir sind dann auf London gegangen, auf Radar. Und dann habe ich ein paar Jahre später nach einem aus Schottland auch den Master gemacht. Du hast gesagt, du hast dich nicht getraut, das zu studieren. Das hat wirklich just, wenn es im schlechten Feedback von dem Prof oder was stimmt da am Weh? Nee, das war viel. Also, ich bin noch nicht die selbstbewusste Mensch. Das ist sowieso mal selber das nicht unbedingt so getraut. Dann heißt es, dass den Job als sowieso irgendwie unmöglich ist, das zu machen.
Ich habe auch so ein bisschen am Kopf, dass ich dumm wäre und das Leute gegen mich wie dumm, aber ich muss irgendwie der Welt beweisen, dass ich keine Businessfrau bin. Oh, Antje, was hat mit dir gemacht? Mittlerweile geht es ein bisschen besser. So nur 20 Jahre. Ja, nee, du warst so, nee, ich muss mal beweisen, dass ich kann so einen harten Businessjob machen und ich hätte gerne meine zwei Mansions gehabt mit Pool und mit 3 Autos und so weiter. Und da muss ich Businessfrage gehen. Und dann habe ich da auf der Schauspielschule, der Hotelschule, waren lauter ganz stinkreiche Leute, mit die richtig Arschlöcher waren. Pardon, ich weiß nicht, ob ich die Flucht in Amerika. Nee, dann kannst du so, was okay. Die war richtig chill Leute, also auch Leute, wahrscheinlich auch gut gelesen. Ja, das ist so geil. Freie und das Wort die ganze Nacht benutzt. Ja. Und dann bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr. Eigentlich ist es ein gutes Wort. Das ist nicht so aggressiv, oder lesen einfach gemeint ist. Ja, und dann habe ich eben gemerkt, dass es nicht unbedingt glücklich möchte, einfach just reich zu gehen mit einem Job, den einem nicht gefällt. Voilà. Nee, das gehört, da ging reich als Schauspielerin. Genau. Und funktioniert bis so, tipptopp. Also kann er studiert Schauspielerei. Ja, das geht der reich davon. Also gerade gucken nicht, ob das Hollywood sein, also so schlecht geht man nicht. Voilà. Bei mir daheim, schön, dass er kommt. Was hast du gemacht, was fertig mit Studieren warst an England/Schottland? Du hast im Moment gedacht, du gehst zu London bleiben, dann bist du fertig, wo Covid angefangen hat. Nee. Wie ist das zeitlich? War da noch eine Zeit dazwischen? Ja. Das ist schon ein Stück mehr. London war ich 2013, 14 fertig, also mit der Schauspielschule. Und dann habe ich Stand-up angefangen zu London. Weil mein Prof hat gesagt, also ich habe noch bis dahin nie gedacht, dass ich witzig wäre, aber mein Prof sagt, dass ich witzig wäre und dass ich auch so probiere schreiben und so, weil ich interessante Ideen hatte. Am Anfang wollte ich Sitcom schreiben und habe dann einen Kurs und Ovis-Kurs belöscht und der Stand-up-Kurs war wie billig wie den anderen. Und dann habe ich den einfach belöscht, weil ich da lerne ich auch, wie Witze schreibt und so. Und da sind so in spite of myself an Stand-up gerutscht, weil Leute waren, du nur hast hier so ein Showcase, da mal den, am Anfang wollte ich den nicht machen und dann haben sie mich so ein bisschen überzählt, dann du war ein anderer, der gesagt hat, da kann man auch mal Gigs machen und dann habe ich so angefangen und am Anfang wollte ich nie wirklich, also seit ich angefangen habe, wollte ich abhalten mit Stand-up und hat der Tut schon aber über Jahre gezündet und ich war nur der Einzige von unserer Klasse, was das wirklich gemacht ist. Wie witzig, ich habe noch gar nicht so erwartet. Ich habe wirklich gedacht, wie ich klang war, da stand ich bei 5 Jahren schon am Bützen auf dem Spiegel mit dem Shampoo als Mikro und einen schönen Stand-up gespielt. Kannst du dich noch erinnern, wo ich gesagt habe, 24 Minuten, dass ich nicht mega selbstbewusst wäre? Ja, aber das ist ja anders, von so einer Bützen man muss. Nee, stimmt. Nee, ich hatte nie am Leben gedacht, dass ich witzig wäre. Und ich konnte mir wirklich nichts Schlimmeres vorstellen, wie mich 4 Leute zu stellen und zu sagen, ich meine, dass das heute witzig ist und nicht so und das lo. Und ich hätte gerne, dass dir lacht. Also, es war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm für mich. Ich hatte ganz viel Panikattacken die ganzen Zeit. Wie krass, wie will ich, dass du Bass für genau in die Richtung zu gehen, wo alle Verse von dem Kipper da sehen, nee, mach das nicht, du kannst das nicht, was nicht gut geht. Ja, ich habe ein bisschen Tendenz dazu. Ich finde auch, wo man auf der Schauspielschule haben wir müssen sagen, auch teilweise an du nicht wirklich, also ich habe einen ganzen Kipper gezittert, dann sind sie zur Summe geklappt, no? Wo ich müssen für die Leute sagen, und dann, also ein von den echten Stecker, was ich zu Lützeburg gemacht habe, ein Musical, wo ich die Hauptrolle hatte. Auch noch. Das heißt, also schon ein bisschen Tendenz für mich an die Sache ranzustürzen, wo ich mega Panik für drin habe. Das tut ihr zwei gemeinsam. Ja. Die Media ist auch so. In der Media ist auch in denen immer ein Projekt sicher geht. Ich keine Ahnung, wie es geht. Nicht um zu dienen, weil eigentlich gar nicht so viel weiß, aber wo ihr seht, wieso gehst du gerade, wieso muss das Leben so schwer? Ja. Ich meine, die Challenge wirst du gerne. Und dann gehst dann knäst an den Bericht oder an und normalerweise geht es da gut. Bis low. Das kann natürlich um lecker handeln. Das ist interessant, weil normalerweise du hast leider am Kopf, eben wie der Midi so, du denkst direkt an eine spezifische Persönlichkeit. Die muss können auf seiner Bühne stehen, aber Comedy ist eben nicht just das. Weißt du, für mich die interessanten Comedians sind Leute, die, so wie John Mulaney zum Beispiel, und ich mega gerne, die lohnen nicht, die bisschen mehr so awkward. Das ist sicher ein ganz schüchterner, männlich ruhiger Typ. Aber den hört eben irgendwie etwas, sein Humor, die könnt davon, dass er eben nicht nur mit Confidence auf der Bühne steht, wie so ein Dave Chappelle zum Beispiel, das ist ganz anders. Ein Dave Chappelle, der kennt auf der Bühne, den hört schon so ein bisschen so ein Swagger und du denkst, okay, den ist witzig.
John Mulaney, der denkt so kleinen Typ den net well enger Bühn du ja. Humor auf einen ganz anderer Platz. Ja, also den Dave Chappelle so leid wie hier hun film wie einfach an der Comedy-Welt auch. Also es gibt ja auch so Mainstream-Comedy, es gibt Alternative-Comedy und so weiter. Und ich war dann echt am Alternative und das dauert einfach viel mehr lang. Wenn du Mainstream was, wenn du bühnen kannst und du siehst ja echt mega geil, dann das ist so krass, die menschliche Psychologie einfach, weil wenn eine Person sieht, ich sehe mega geil, dann ist sie drin, okay. Der Beweis mal. Nee, witzigerweise. Ja. Es sind Leute, die wirklich keinen Drop haben an diese Stauern zu verkaufen, wenn sie ultra geil wären, und die ultra groß Gigs kriegen, mega viele Opportunitäten kriegen, und dann irgendwann sind Leute, ich meine, so gut aus die Person, und dann kriegt sie irgendwann nicht mehr. Wenn du auf Bühnen kannst und du siehst schon, hallo, Partner, das scheiße, dann tut kein Vertrauen in dich, dass du das wirklich kannst. Okay. Und dann ist es viel mehr schwer, also du musst wirklich dann so Bierge schaffen. Du musst doch extra schwer. Ja. Das ist ja allgemein, was im Entertainment viel geschieht, sind Leute, die dich einfach extrem gut verkaufen. Und du mit Success und viel mehr wie Leute, die vielleicht Talent tun, weil leider Talent nicht durchgeht und verkaufen an dieser Welt. Wo du 20 Sekunden kriegst, 30 Sekunden vielleicht mehr wichtig ist, wenn du Witz, also du stehst auf der Bühne, wenn du auf Instagram Apps gesagt und fängst immer nur an zu schwätzen, da gehen ich dem 10, 15 Sekunden, aber nicht wichtig ist, das ist nicht fort. Also das ist schön, dass du dazu kommst. Also Attention Span, als ganz kurz gehen, dann ist ein Gefühl, wenn ich Comedy gucke gehen, können eine neue Person auf Bühne, ich gehe natürlich auch Menschen dieselbe Chance, aber wenn in einer Minute nicht wichtig ist, dann denke ich mir so, boah, okay, das ist vielleicht nicht wieder tot, denn andere kommen auf Bühne und Leute lachen schon und wird nach Keyword gesagt. Ja, das Physical Comedy ist. Das ist mega witzig, das nämlich auch, dass wie wenn die Audience eine Person wäre. Das ist immens krass, weil du merkst wirklich auf verschiedene Reimen, wie jeder hat es witzig findet oder jeder hat es schlecht findet. Das ist ganz oft das ganz rar, dass es wirklich so verdeelt ist oder so. An der geht wirklich offen da, wo alle Comedien den Auftritt einfach schießt bombt, obwohl es gut sind. An dann einer oben da, wo jeder gut ist, auch Leute, die nicht so gut sind, die gehen dann noch so matt gehabt auf der Welt. Also irgendwie, was für eine Stimmung am Raum ist, beeinflusst mega krass, wie auf der Bühne lebt. Natürlich, das auch den oben am besten als ersten Auftritt, wenn die witzig ist, dann ist direkt ganz Stimmung in ganz anders. Und da lachen die Leute direkt bei allem. Und wenn du da sitzt, dann immer lachen und denkst, oh, du musst ja witzig sein. Da lachst du irgendwie matt und ja, das hilft sicher. Während sonst es vielleicht nicht super findest und die Leute alle gut und ruhig sind, dann fühlst du dich doch noch. Oder du traust dich nicht zu lachen, weil du warst so, oh, sie sind ein Idiot. Du hast nicht witzig, dann warst du ruhig und dann hast du auch nicht ruhig. Es sind noch Leute auf Dates, die ganz schlecht Zuschauer, so auf Echt-Dates, weil die probieren immer zu gucken, ob die andere Person lacht oder nicht. Das ist ganz schlimm. Du kannst alles beobachten. Ich schwätze ja auch in der Nähe, also irgendwann merkt ihr ja zusammen, also als Gruppe von Comedians merkt ihr ja so Muster auf ihm. Tour die ja irgendwie fand ich, zumindest in Poker, wo ich gucke, war die Themen, die immer abgegriffen. Natürlich gibt Politik in Amerika die ganze Zeit abgegriffen. Und du kannst mir da vorstellen, dass doch auf einem nächsten Date willst du vielleicht nicht den Kaffee auf den Tisch habt das schon in diesem Land. Wie auch bei anderen Witze, wo es vielleicht, verstehst nicht, von fragfeindlich Witze, sie mir von der Frage machen, aber so awkward Sachen sehen, wo du nicht weißt, ob du sollst lachen oder nicht, lachst du vielleicht nicht beim nächsten Date. Ja, das ist schlimm. Für die und die andere Person lernt doch, dann weißt du dann. Ja, eben. Das ist ein mega interessanter Platz für Leute zu analysieren, zu gucken, wie sie auf Sachen reagieren. Weil sie probieren ja normalerweise Sachen zu sagen, die auch schockieren, für eben eine Reaktion aus daraus zu ziehen. Das ist eigentlich wirklich cool Welt. Ich mir könnte wirklich gucken, ob wir die nächsten 2 Wochen eine Tiger. Da ging mich wirklich interessieren. Hört mich mal. Du hast ja bestimmt sowohl gut wie auch schlechte Erfahrungen gemacht auf der Bühne. Was müsste da, wenn du merkst, okay, den Publikum geht gut nicht matt, klar kein Mensch. Denk davon auf, also am Anfang war das wirklich mega schwer. Zumindest, weil am Anfang, wenn du anfängst, Comedy zu machen, da probierst du noch selber rauszufinden, ob es so witzig ist oder nicht. Aber wenn die Leute dann nicht lachen, du hattest dann wirklich immer, oh, merkt, ich kann das nicht, wie sinnig und hey, also das hat mich immer ganz viel matt geholt. Irgendwann gehst du da besser dran, du weißt auch, okay, die anderen Comedians suggerieren mich schon mal nicht mehr, weil die wissen mittlerweile, wen ich bin und ich es kann und so weiter. Dann ist es nämlich ganz so schlimm, wenn es nicht so gut geht. Und da kriegst du auch Skills. Also erstens
gehen da Witzer siehst du kannst zurückgreifen wo siehst okay, du funktioniert immer dann 10 Stelle mal sehr aus der Tasche und ich machen den für so ob Menge Seite zu kreieren ja fang den irgendwie un besser daran zu gehen du mal da zu gehen kannst du dann einfach lehen dass dich das nicht so beeinflusst weil das ja gesagt von das merkt dir da so ein Ding selbstbewusst in dem Moment und das merkt ihr dann noch den Acting Skills sind dann ziemlich beeinträchtigt wenn du nicht so selbstsicher bist im Moment also zu London und wirklich irgendwann hekret für dann aber so cool zu bleiben so cool wie ich kann an dat dann irgendwie entweder eben zu drehen dass sie aber irgendwann anfangen zu lachen oder zu so ein Band war dann eben so oft das dann auch eben wie viel so in Ofen wo sie bei Kange viel gelacht und oder so und dann schadelo in Amerika Stand-up gemacht mein echte Gig war so schrecklich ein ganz anderer Audience ich kann mal vorstellen also hauptsächlich Briten mega dreschen Humor Amerikaner ich finde ganz anderen Humor wie die Menschen Amerikaner wenn ich mit Amerikaner sind dann fand ich nicht wird sie so witzig also ich fand der Mensch nicht witzig mehr an England wird leider immer mega witzig Deutsch oder so mega dreschen ich kann mal vorstellen, dass anders als für dich, wenn du mal den selbst Witze kennst, so daran nur verstanden. War wirklich schlimm, weil Leute haben mich so geguckt und wie fand ich komplett ein Idiot wie. Mein Mitbewohner hat mir dünne noch am Auto für ihn erklärt, wird das nicht witzig sein. Ich so, oh Gott, das sind aber Sachen, die funktionieren. Und den habe ich für meinen nächsten Gig, also ich mich wirklich mega zusammenrappen für den Anker zu machen, weil ich mich beinahe nicht getraut. Ich schon alles rausgeholt wo irgendwie Zuschauer irgendwie müsste matt denken wo sie den Witz müsste selber fertig machen oder so ne das habe ich alles rausgeholt just Witze all die gut Sachen ja just so mega obvious Witze am Anfang gehalten einfach Sachen und das mega cool ja das wahrscheinlich auch denkt von ja denkt von oh die sind so wo auftritt es gibt sicher Clubbe wo Leute gleich mehr sophisticated gut ich weiß nicht mehr auch also schon noch Witze weißt du, das ist dann noch ein bisschen problematisch dem ja in Amerika weißt du Abortion-Witze oder so Sachen wo du zu London machen kannst an da lachen sie schon nämlich nur was du siehst weil du sich schon Angst ja und war auch den zweite Gig war wirklich so war 1,5 Stunden lang für mir waren einen anderen die just wirklich mega krass Sexualsache gemacht hat an mega so dragmäßig Persönlichkeiten sind schon hinkommen und dann ich direkt gesagt so, boy you're in for a gear change und dann Gott sei Dank hast du schon gelacht das ist waren schon mal und dann ich meine sie waren noch Prada einfach viel kleine Wirsel weil einfach 1,5 Stunden lang bam war und dann also doch immer ins Film du den zu welchem Moment kannst du bühnen da was könnt nur da so hast du schon dass der Kombats an Person 400 dieselbe Schweizer man nicht genau dieselbe Schweizer mit Thema weil ich enker war du wo den Thema wirklich so wieso aber wie den aber ein deutlich Pferd ausschlören to be the dead horse das ich wissen auf letzte weil to be the dead horse hinter dem immer ein Thema gemacht war witzig wie du kommst einer Person an dasselbe Thema aber immer war so okay mir wirklich schon viel alles hören und die Person war so lecker weil du weißt ja wahrscheinlich nicht wer die einer Person wird so das wirklich ein Timing sagt du kannst ran aus der richtige Moment was du den dritte was der letzte was der nächste als Audience na do sieht leider nicht auf ihrer Platz sind sieht leider schon wie viel hin und vielleicht ein bisschen getrunken 100.000 Optionen eigentlich wo mir das dann auch wenn du schon mir lang Stand-up gemacht ist dann kannst du ganz spontan so die möchte gerade die du Sachen dann hältst du eben ein Material das geht nicht wenn du gerade richtig fängst weil dann hörst du noch nicht so viel Material und ich mache noch wirklich ziemlich spezielle Comedy dafür gefällt du nicht jede Range mit dann ist es unwahrscheinlich dass andere Leute dieselbe Sachen und schon nur angefangen bist du mehr heinst du über so Sachen zu schwätzen wie eher steigern so Sachen war dann natürlich viel mehr gegangen ist und du könnt mir oft wie das eine Person das schon gemacht wird also nicht dieselbe Witz mehr und so wie die schwarzen Ohren eher stark dann möchte da eben nicht unbedingt müsst du dann zum Beispiel sonst low an Amerika spielst du viel ob dein Ding europäisch Herkunft weil das kennt kennt gut du komme weil sie der Gag machen an Europäer Luxemburg
Ja. Burger so fängt den David Goldrick immer an. Die fängt immer an, ich komme von Lützeburg und was direkt an mich so Lützeburg. Das als Show fängt so an. Du kriegst Leute schon so, oh, du bist in deinem Land, wo nicht mehr so wenig Leute gibt, dann schon nie in Lützeburg kennengelernt. Das ist so ein guter, so ein Icebreaker. Ja. Nee, ich schon doch zu London nicht gemacht. Also ich schon oft Ausspielungen gemacht, dass ich foreign sind, aber schon nie gesagt, wo ich hier käme. Also es gibt ein Video auf YouTube, wo es aber... Wo ich so nach so Lützeburg Wir haben den doch zusammen geguckt. Ja, wir haben den zusammen geguckt. Ja, stimmt. Das ist der einzige Witz, den ich jemals über Lützeburg geschrieben habe. It's so tiny, I left it once and I couldn't find it since. Ja, und ich fand ihn ganz schrecklich. Das ist wirklich, also ich bringe den dann her und so für... Ne, wann Leute Punkte raus machen, das Schule zu bestimmen, oder was auch immer, da bringst du den Witz, okay. Aber ich fand den Hack, ich fand den nicht immer gut, ich fand das irgendwie besser billig für darauf, also ich weiß nicht, wann Comedians wirklich die ganze Zeit just, ja, eben so, ich bin Ausländer und ihr ganze Set geht just darum, dass unsere Ausländer sind, fand ich ein bisschen langweilig. Ja, das ist irgendwie wahrscheinlich auch so ein psychologisches Phänomen, weil du siehst ja am Anfang nicht im die ganze Zeit, ist sie nicht wie dir, und da kriegst du die Konnexion schon zwischen dir und dem Publikum gar nicht so richtig abgebaut. Ne? Ja, doch, am Anfang, da fandst du den Gag, immer da möchtest, wo du hier kannst, und dann auch den Gag möchtest mit verschiedenen Partikularitäten von dem Land, an dem du gerade bist, von sie so, das stimmt, wir sind so, ja, wie ihr so gerne Kochkäse, dann das ist direkt on board am Anfang. Also das ist echt mir einfach, weil jeder sitzt da und denkt sich, den du was nicht von daheim, wie soll den hier sein? Aber wenn du siehst, dann musst du Witze darüber, da können sie abhören, darüber nur zu denken. So. Ja, also das mit der Lützeburger Herkunft, das ist ja gesagt. Viele Signale damit ich weiß, aber also letzte Bayer hun je nachdem was für eine Industrie das du bist und sie ganz komischen von sie überhaupt wissen wer Lützeburg ist für dich mal dass man das alle echt also Amerika direkt gesagt Germany Belgium ja oder du warst eben so Offshore Banking ja genau das ist kein guten Konnotation also sogar in Deutschland und ich war zu Düsseldorf der Konjakademie das ist nicht weit fort das sind kein 300 Kilometer von Lützeburg wäsch du wissen sie mal nicht weiter das und dann Luxemburg ja das sind doch alles reiche Hillbillies so an dem Stil das so Provinz die einfach so in Hühn an keine Kultur da so ein Image als unhaft und das fand ich wirklich krass und dafür waren nicht ihren den Micha Majerus den Lützeburger Künstler kann wann ihren hört den immer probiert Lützeburg Wurzeln zu vertuschen aber wann ob sein Achse geschwert ging hast dann hätte gesagt wie Schweizer krass ja. Also heimmenglisch sind meiner Konnotationen ich meine wirklich das Heidegrofen Leute nicht wies die Amerikaner aus Europa Land ja klingt krass mit das chinesische mit Deutschland Frankreich Belgien Land mein Mordbewohner sieht immer Frau nee hat das gerade immer Frankreich und so nee die sieht bestört hier war schon weil sie fliehen immer auf Paris manchmal auf den Flughafen die sind wie traurig ist noch auf der Welt du so immer an Dinger Episode die versteht das nicht die Schwarzkelle zu Beispiel Problem ist mein Mordbewohner singt Frau hallo ihr versteht nee ihr versteht nicht mir hat ja das Marianne Buhr ja wie was dann den Sprung der Tisch du hast zu London in Zeit gewohnt dann auch geschafft oder hast du performt und da kommt der Covid was Plötze gegangen hast du Lützeburg performt also zu London hun Schauspielschule gemacht hun du Gräen den just Stand-up gemacht also schon nicht wirklich als Schauspieler viel geschafft die Zeit an dun sinn eben ja a Schottlandgang fir de Master zu machen du Stobessen Theater gemacht an dunners direkten Covid kom an dat war sowohl Curse wie eure Blessing weil ich neben dünsträger Plötzebusch kom wat schon wirklich net wollt schon einfach dünn méi geschafft als Schauspieler wie fir run ich konnte mir Intermittenz wird wirklich super aus also von den dat Franzosen oder so seht dass mir Intermittenz und nicht Franzosen so den Engländer seht dass mein Intermittenz also Intermittenz ich muss schaffen ja. wie Versicherung
Du kriegst Suen für dich, wo du nicht schaffst. Also du kriegst Benefits am Anfang. Ja. Als Artist. Gehst du nur den 8 Stich bezahlt, aber nicht bezahlt, wenn du den Rest vom Jahr normal schaffen. Nee, aber du kriegst 120 Stich am Jahr, kriegst einen Mindestlohn ausbezahlt. Plus die 80. Plus die 8 Stich, die du schaffst, ja, die du verdient. Ja. Mit das ist also ich fand wirklich super, dass man das zu beschulen, weil das kennt kein von der Leben, manchmal, von dem Beruf. Wo hast du dann du schauspielerisch Theater, Film, was hast du letztes gemacht? Schon Kapitän. Du warst ein Kapitän. Ich weiß nicht, ob du schon von der Serie hören hast. Ja, Kapitän. Ja, schon eine riesige Rolle. An der zweiten Staffel. An der ersten Staffel. An der ersten Staffel, okay. Ich habe so ein Gesicht. Ich war ja auch an dem Kurzfilm Lorizant, den bei den Oscar war, wo der Typ, der Szenarist, zu mir sagt, ich habe schon den Film 120 Mal gesehen, schon das nicht gemacht. Oh, was? Ja. Ich bin immens. An Dinge an am Kurzfilm. Ja. Mir egal, ja, nee, ich schon Kapitän gemacht, aber das war nach 4 Uhr Schottland am Anfang. Kapitän ist ja so 2019, 20, oder? Ja. Und dann sind ich auf Schauspielschule gegangen in Schottland, sind direkt gekommen, dann habe ich Theater Gräsnils gemacht. Schon im Ascher-Theater, schon im größten Theater, schon lauter so Sachen gemacht. Und dann eine Reihe Kurzfilme. Hast du Stand-up du komplett leidgelos? Ich muss sagen, zuletzt kenne ich gut nicht von der Stand-up-Comedy-Szene. Ich weiß just, dass der Cheyenne den an dem Film war, dass hier ein Stand-up-Comedian ist. Ja. Daniel Moutinho, den noch? Mich auch Stand-up. Also es gibt schon eine Szene zuletzt. Es gibt eine Szene, also das ist ziemlich neu. Ja, doch, also ich meine, 3 Abende in der Woche kann ich Stand-up gucken. Cool. Ja. An der Up-Down-Bar, also an dem Grund, das Donnerstags Abends. Also den hier mit dem Lift, oder beim Lift rauskommt. Dann hat Lo von den Comedians seinen eigenen Comedy-Club abgemacht. Den hat den Respawn-Bar bei der Gar, hat den Kauf, und das ist Lo. Gerespawnt. Gerespawnt, ey. Carlitos Comedy Club oder selbst heißt der Englisch. Das ist Carlos, cool. Und dann sind aber auch eben Leute, die da auftreten. Das ist nicht just hier. Nee, das ist nicht just hier. Nee. Hin schmeißt das Dinge mit. Das alles Open Mic am Anfang und das ist so pur. Ja, ich habe mich lange gewirrt, ja, schon gemacht. Bis immer just auf Englisch. Gehen sie immer in den Scheib probiert, immer mich dazu zu kriegen, für auch Lützeburg Stand-up zu machen. Im Moment manchmal nicht. Ich wollte da so, das ist eigentlich mega interessant. Komm, let's go. Nee, mir das auf der Spruch, weil ich wohne seit 10 Jahren zu Los Angeles. Ich kann mich besser auf Englisch ausdrücken wie auf Lützeburg. Wenn ich eine E-Mail muss auf Lützeburg schreiben, das ist schrecklich. Ich benutze dann den Spellchecker, um zu gucken, dass es doch grammatikalisch richtig ist. Das an viel klingt so komisch. Ich denke, das ist mir noch ein komischer Spruch. Muss ich mal so auf Deutsch kann ich da nie Probleme machen. Bei Lützeburg denke ich, dass dann der Satz komisch klingt, der Satzbau komisch ist. Wie Comedy ist so oft wird auch, die du benutzt, wie weißt du deinen Satz ist, wie die Point können, aber auch immer. Das ist mir einfach vorstellen, dass du nicht einfach kannst du Spruch wissen. Also ich meine nicht, ich weiß nicht immer, ich versetze einfach dein Setup auf Lützeburg. Ich kann mir das nicht so vorstellen, weil wirklich, wie du siehst, du guckst schon, den Satz so abzubauen, dass Point, das lasst Wort das von dem Satz. Und beim Lützeburgischen, das hat einfach von der Syntax hier viel mehr schwierig. Also beim Deutschen auch am Anfang. Beim Lützeburgischen manchmal mehr anderen haben wir einfach viel mehr Vokabular, das heißt, du musst so viele Sachen im Schreiben. Ja, das ist ein Tod von Comedy einfach. Also irgendwann muss ich denke, probieren, wie das so da ging es. Das ist cool, weil zuletzt machen sie da wahrscheinlich schon Französisch, Deutsch, Englisch, ist alles dabei. Ja, also ich meine Deutsch schon mal kein Stand-up. Also das größtenteils wirklich Englisch und die größtenteils Expats, die Stand-up machen zuletzt. Cool. Und dann geht es durch Französischen Abend, das Duchesse-Comedy. Den ist just auf Französisch einfach viel drascht. Ja, größtenteils Englisch und dann vereinzelt. Das sind dann echt so gebuchte Gigs. Das sind da keine Open Mics auf Lützeburg. Ja, mit der Lützeburger Spruch hast du ja gesagt, das ist auch bei mir, wenn ich schreibe. Also Lützeburg ist nicht unbedingt, das ist nicht die schönste Spruch, das ist nicht die ganze Spruch. Und dann nur wahnsinnig viele Wörter, die einfach fehlen. Ja. Guck mal, Englisch Wörter da benutzen. Ja, als Lützeburger ist das hier so ein doppelstatisch schwer, weil das ist cool, als Lützeburger echt, wenn es am Ausland passen, ich weiß Lützeburger dann nee, das ist wie ein Geheimspruch. Du kannst bei 100% sicher sein, dass kein Mensch versteht, was du siehst. Und dann eben tatsächlich, dass man Feierspruch Job wo ist in die meisten von uns. Und heißt es sogar mehr.
für dann an den Mammespruch die knapp 300.000 Leute auf der Welt können verstehen etwas zu machen zu den Beruf zu den Kunst wo man der Spruch soll schaffen wo dann noch nach so viel wir da fehlen ich fand immens schwer aber wenn du da willst ein anderer Spruch den Kunst ausüben für echt großes Publikum zu hören auf deiner Seite und zweitens sie war doch den Vokabulär zu hören dann hast du da das wird nie so gut wie den Mammespruch du wirst dich nie so alles fühlen weil sie relativ gut am Deutsch gegen überhaupt ist relativ gut am Englischen von sich von der Schweiz weil noch besser das immer ein gewisse Niveau den zum Englisch aber nie kannst wirklich erreichen also ich fühle mich wirklich viel mehr alles am Englischen wie an irgendeiner anderer Spruch für zu schreiben so also ich merke Impro du kommst teilweise um den Grenzen weil du wirklich also mir fallen halt so kein Nimm an wann ich stehen also gibt der Person muss richtig amerikanisch ja ich sind dann immer dieser Jonathan und dann ist einfach alt Personage an aussehen bei mir Jonathan weil man sonst nicht mehr auffällt und dann beim Englischen und ich dann halt so dass man Wort nicht auffällt und sonst so der Blitzebüsch da fällt mir auch Blitzebüsch nicht auf also das können dann mal viel wann wirklich so spontan muss sehen wann du wirklich an so also das ist mega high stakes an der Impro wie für den Rest fand ich eigentlich viel mehr einfach für zu schreiben weil du sind schon im Gang dein Sitcom Blitzebüsch zu schreiben und das ist wirklich also du musst dann eben auch noch das probieren witzig zu machen das wirklich nicht evident also ja das ist ein Humor das ist ein anderen Humor das wirklich wie du siehst man wieder und aber geht es aber können wir plötzlich normal schon an dem Podcast jedenfalls Englisch oder Deutsch wieder so benutzt das Problem ist du Serie schreibst hatten sie gerne aber das ist perfekt Lützeburg aus Lützeburger schwatzt wirklich 100% Lützeburg den ganzen Tag an ob der Tele dir das das ist dann einfach schwer das zu repräsentieren gesehen Theatersteck am Christentheater ich finde mega cool von das sind sie do also der Samuel Hammond hat geschrieben sie haben sich so amüsiert mit der Spruch das vom Dix ja also der Original an den Samuel Hammond oder de Geest steckt man nicht das ist nur 2 Stecker irgendwie zur Summe gesagt an der ob Sängerweise interpretiert an das sie wirklich Lützeburg komplett verbet verdirbelt Ausspruch ernst gemacht und alles und du hast auch gesagt schon live selber nicht gesehen das erfundene Spruch voilà. Das fand ich irgendwie da cool von meist bis trauend Lützeburg nämlich so zu worshipen an TV muss sobald in der Bühne oder den Screen setzt da muss es perfekt sein so, da möchte ich willst du naturalistisch schon oder willst du gerne Textbook Lützeburg Schwarz da wo kein sich kann in der Schule oder ich gemeint Lützeburg gehabt ich fand schön dass man so eine Rarität tun als Spruch soll nicht verloren mit das wirklich schwer sobald den Kunst zu Lützeburg macht dem Wort zu dienen wird also für mich schwer ja mein Lieblingsbeispiel ist Werkpunkt für to love I love you da geht der Plätze nicht wirklich schreiben nicht dann mal das schön dich gerne dass sie froh hat da das da klingt schon einfach so total distant das absolut nicht der Sinn vom Dingen und dann für mein Lieblingsbeispiel zu vervollständigen mir hun aber ich hasse dich dafür Humor dann Verb ja mir eigentlich das interessant bei mir also auf Deutsch heißt ich liebe dich und ich hasse dich ich liebe dich schon mal nicht überholt ich hab dich gern und ich hasse dich wieso mit Liebe nicht überholt klingt lo bisschen leben ich leben dich das existiert das ich die Frau mit I'm happy with you I like you das heißt I love you was ist denn I like you wir haben drüber geschaut du warst Älteren oder ich meiner Frau drüber geschaut mit Älteren zu kann er so und das ist ein bisschen ich finde dich gern als wir mich mehr so als mehr romantisch ist die Frau mit dagegen das klingt das nicht genug Fehler der gute Freund von mir das mit den hast mit enger Schottin zu summen dat Ki zu euch kann und noch Kind und hat wollte ihm da so das hat Frau und das hat dann gefreut how do you say I in German immer Auge how do you say love Liebe how do you say you du okay Auge liebe du
Und das hat so echt gesagt. Wie süß. Hier verlebt du gekommen, Das der ist gesagt, aber Auge liebe lieb. du. Und das haben sich nicht mehr aktiv gelacht. Das ist so gut. Auge liebe du. Das ist aber mega Herz. Ja, das wäre cute. Wir müssen ein T-Shirt machen. Du Mann. Ja. Schon ein Arzt-Store, ich meine den dann drauf. Das hat sie nicht gecopyrightet, ne? Ich kriege nicht dazu her, im Podcast. Erzähl uns mal von den Erfahrungen am Kurzfilm, den Oscar, Ja. ob das Oscar gehen. Du mir hast dich kennengelernt, Ja. zu erleben, was du musst. Wie hast du das gegangen? Wie bist du an den Casting rangekommen? Wie bist du an den Film rangekommen? Das ist immer die meisten Sachen. Dem Moment hatte ich keine Ahnung, das hat irgendwie riesig gehen, ne? War ein ganz normale Casting wie alle anderen Kurzfilme auch. Der Nilton, das ist ein Ancient Casting Director quasi zu Lützeburg. Hat gesagt, seine Rolle, kommt 4 Schwarze, waren 2 Sätze. Voilà. Also, es war wirklich. Das hat keiner mit der gerechnet, dass das Non-Event. so riesen Dinge gegeben. Nee. Und tun erst dann nur zum Findel. Ja, das ist genial. Ja. Weißt du musst einfach so an dem kleinen Lützeburg mit, ich ging jetzt so pur Kollegen, das war schon eine ordentliche Sache. Ja. Zack, was den Oscar nominieren. Ja, zack. So einfach. Nee, um Findel drinnen, das war wirklich mega hart. Also, das war wirklich, das war kein Flottentournage, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war nach halbwegs während Covid, mitten an der Nacht, für das gerade kein Fliegerin ankommen. Die letzte Flieger hat 2 Stunden Verspätung, das heißt, mir noch mehr spät angefangen. Wenn Covid auf den Flughafen, kannst du mal nicht lang auf die Toilette gehen oder so. Die steht immer irgendwie müssen Matter kommen, also das wird dann nicht der Flughafen, wahrscheinlich von den Securitätspunkten her, weil das ähnlich müssen von einem Platz vom Flughafen bei die anderen bringen. Wenn Covid tut die drin müssen die Maske und die ganze Zeit hinaus, wenn er gespielt wird, du tut just dir für eine Person am Raum sitzen für zu essen, an der Pause dürften da nicht mehr dabei sein. Also das war wirklich logistisch hell. Voilà, jeder mit, also es war wirklich anstrengend. Und dann noch so eine schwierige Thematik. Also es war schon ein heavy Dreh. Also mehr schön, wenn dann die Unerkennung könnt. Dann, Ja, das stimmt. Also es war schon Wahnsinn. Dem Sirius sein Film 400, der war ja schon auf der Longlist für die Oscaren. Ah ja. Und dann hast du halt eine Shortlist. Oh, wow, jetzt sind wir schon viel weit. Und du nominiert, das war schon irgendwie cool. Und du war auch singen PR-Leute, die von der ganzen Zeit. Wir haben mit so vielen Leuten geschwatzt, die wird sicher gewonnen, der Film. Wird sicher gewonnen. Und ja, leider nicht. Und dann so, die kann doch Vanity Fair Party, wenn er gewann, der kriegt eine Limousine und alles an dem Film. Aber just wenn er gewann. Just wenn er gewann. Das geht bei den Inhoud. Wir waren nicht invitiert. Ja, nicht, war wirklich so. Wir sitzen und haben nur zum Schluss, weil wir waren ja noch auf den Governors Ball, dass sie dann denken, dann nur eine Oscarin, strubbelvoll. Am ersten fand war jeder fort, weil jeder nicht Vanity Fair Party kann. Aber wir sitzen just dann da, schon ausgedocht. Wir so, okay, wir gucken nur noch so viel von dem ersten an dem Verein heute profitieren, wie wir können. Krass, was du gewinnst, was der King for a day, aber wenn du nicht gewinnst, was halt für ein normal Stierfleisch. Weil der kleine Prinz, aber immer noch trotzdem. Der kleine nominiert, die waren nominiert zu das Jahr. Ja, also ich schon mich nicht beschwert. Also ganz ehrlich, schon ziemlich cool fand. Und dann war dann noch so, der norwegische Team, der hier Kurzfilm war auch nominiert, die waren auch noch da und wir haben über Norweger an hier Haus noch besser feiern gegangen und so. Finde ich schon mal gewonnen, der irische Film hat gewonnen, gell? Ja. Das war ja dann auch in Lützeburg, weil der nachher ja an die Kamera gemacht hat von Studieren. Und Govinda, sein Bruder. Das wusste ich nicht. Ja, doch, Irish ziemlich Goodbye. sicher. Ja, krass. Ja, doch. Das war dieselbe PR-Company wie Eis. Wirklich? Wie Eis-Film, ja. Hoppla. Die waren dann so, ciao, wir gehen dann auf die Ja, das ist ein bisschen ein Conflict of Interest. Ne? Ich fand noch, sie holen, keine Ahnung, 50 Filme oder so, bis du weißt ja nicht, wer ein Film werte packe bis zum Schluss. Du gehst Menge, wenn bis an Shortlist geht, irgendwann müssten sich entscheiden. Ja. Kannst du nicht bei, ich weiß nicht genau, wie die Lobbying lebt, wenn du mit Leuten treffst, also ein Film muss ich dir bestellen. Die dort dann auch, die weil auch was sie heißt so, ja, die wird sicher gewonnen. Und sie hat dem anderen Film auch gesagt. Weil ich meine, war ja aber ein bisschen, dass du ehrlich gesagt bei Oscar nicht zum Schluss, wen der beste Film ist. Also der Film, den der beste. Das von Anfang an nicht. Die Suchen aus, der beste Suchen ausgeht, wird Reklamen an, und ich meine, was studieren, mit den irischen, du richtig. Also ich schon hören, dass die manchmal mehr so ausgehen haben für PR wie für den Film selber. Ja, genau. Ich meine, das ist auch meistens so. Ja. Das gewinnst du manchmal auch gut. Das ist auch krass. Ich hätte wirklich nicht gedacht, also als Kanton nicht wirklich gedacht, Oscar, das sind die allerbesten. Und dann wird dann kein Mord gemacht, sondern sie gesehen, also das wirklich
just lobbyen an weil sie noch so viel Filme das sind die Leute die du an der Jury sind die können sie nicht alle gucken an das heißt, das wirklich wie kriegst du den Film für den hier nur und dann musst du so ausgehen dafür du musst ein Interview gehen CNN ich weiß nicht was alles für das ein Daylight sech kein Arbeit muss machen an trotzdem de Film irgendwie gesinn hun Freier war für mich Tosca Night dat war den Highlight vom Joer den ich da so ofen da gemacht Kollege kommen sie am alle in de Smoking gehört dann so Wetter gemacht wen wo gewënnt dann dann steht schon mal zu mittlerweile ich kann so nicht gucken ja das echt das man ziemlich egal gehen wenn's der Erkenntnis hatte mit der Qualität von Film zu dienen das nimmen Politik das alles so politisch abgelöst das ganz dass man schon ein bisschen Flammern dreift natürlich fand du was nominiert was dann möchte datieren ob das kann den Karriere machen oder brachen oder brachen ja ich gebe gerne zurückkommen bei Digital Stand-up Comedian ich probiere festzustellen wie lebt du dein Alltag du musst natürlich nicht alles verruden setzt du dich wirklich einfach mal deinen Big mein Blatt vorbei du hin und du fantasiierst und du stellst eine Geschichte vor oder gehst du raus einfach spazieren beobachtest Leid oder was sind die Tools mit denen du schaffst my process what's your process ich bin kein gutes Stand-up-Comedian an der Hinsicht weil viele von meinen Kollegen die uns wirklich alle hin gesagt und da probieren sie Witze zu schreiben und ich war echt also muss bei mich kommen muss eine Ergebung sehen oder so aber, das also für mich als Stand-up schreiben echt Mindset am Alltag das heißt am dafür sind auch meistens die Stand-up-Comedians nicht die besten Partner oder so weil du musst Partner in einer Beziehung ja weil du zu einem Moment denkst Kind du willst du willst dann ging ich high sitzen und ich okay Mikro um Tisch war das du mit den Kabeln la croix und da probiere ich irgendwelche Konnektionen an meinem Kopf zu machen ja American Football der geht definitiv an mein Set voilà, du probierst einfach bei alles was du erlebst in deinem Alltag Konnektionen zu machen und zu gucken das hat witzig das hat nicht witzig und dann bist du bestenfalls immer irgendwie dein Notebook bei dir und da schreibst du selbst von der aufhält und dann irgendwann setzt du hin und dann kollegst da guckst du was passt bei was wie kannst du daraus ein Bild machen wie kannst du das verlängern oder passt das irgendwie bei etwas ran was du schon einmal geschrieben hast kannst das kombinieren so für Stand-up habe ich echt am Alltag geschrieben wie das möchte ich Sätze schreiben und dann tippst du einfach einen Text den du dann plus oder minus wenn du lehrst ich schreibe immer mit der Hand an meinen Notebook und ich bin wirklich so weit gegangen, dass ich 3 Punkte unter den Nähen gemacht und am Platz, also nicht neben den Nähen, unter den Nähen, für das Blatt gesehen, du hast eine Pause, weil du Platz hast. Und dann vielleicht sollst du lachen. Nee, dem war ich nicht dran, das hat eben noch, ging mich geschafft hier in Amerika, weil hier muss ich wirklich schon den Witz an der Lachen. Und ich schon lieber, ich schon gemerkt, dass das witzig war. Ich war dann einfach weiter, weil das ist dann noch so mein angebauten Netz wackel lacht dann nicht so awkward weil dann war nicht schon oft triple Punchlines also schreibe da ich mengen des Punchliners ich setze nach ein Punchline durch an den Drun und dann oft fällt man dann so während der Schwarze fällt man nach an cool. Und dann entweder kriege ich dann 3 Locher an den was mega geil ist oder wenigstens ein von den 3 funktioniert. Und ich lache beim Echten schon so viel, dass du die 2 dann die 3 mit mir hören. Ja, das ist natürlich blöd. Ja, aber wenn ich schwätze weiter, wenn Leute wirklich lachen, wenn ich schwätze weiter, für das nach trotzdem nur laufst drin. Ja. Das ist wirklich, also Comedy ist so krass wie Musik. Das ist wirklich Rhythmus, das, also du musst einfach hören. Ich meine, dafür so und leider auch das schwer, einem Comedy beizubringen, weil es nicht just um wie da geht, mit geht um den Rhythmus, geht um, spielst, finde bist Platz für zu lachen schöne Kollegin ist so sau gut also so witzig mit dir schwätzt 1000 Mal an Hour gleich du keine Zeit für zu lachen sie probieren zu lachen dann haben sie selber ob für das zu hören was dann als nächstes sehen dann du bist doch selber irgendwie Futti so das wirklich du kennst dir selbst Witze oder erzähle wie daran nur ja bei mir lachen sie bei mir nicht. Hoffen schon du warst hilarious aber nimm nur Englisch und dann übst du das für dich selber und dann wärst du erwähnt von der das muss testen
Ja, und das ist halt etwas so schwierig aus dem Stand-up, dass du kannst halt just für Leute testen. Bei Marian singen Mann. Genau. Moment, um 6 Uhr sitzt du so im Kanapé. Ja, just das Hemmsch. Bring mich zum Lachen. Nee, mir da hast du dann nach etwas, weil ein Witz, den auf der Bühne funktioniert meistens nicht, wenn ich den einfach so erzähle, weil das so viel mit der Erwartung, mit dem Raum und du bist halt, dem Mikro macht auch einen riesen Unterschied. Hast du oben, da wo das Mikro nicht geht, merkst du, wie viele Leute dann komplett flach fallen. Ja. Das nicht so, es geht einfach nicht. Und es sind noch viele Stand-up-Comedians, die so, schauen trotzdem den Mikro am Grab, obwohl es nicht geht, für das ich hab's Hund mit den Händen zu machen. Und hier drin ist ultra weird. Also Mit das auch ultra weird, wenn es nicht am Grab ist und du weißt nicht, was du mit den Händen Ja. Mir ist schon am Anfang immer, weil ich wirklich immens expressiv bin mit meinen Händen und dann noch so kleine Kürze machen und so. Ich bin ziemlich physical an meiner Comedy. Dann habe ich den Mikro immer am Mic-Stand gelöst, für das ich frei sein. Das ist schon sowieso nie gehalten. Dann meinst du ein bisschen anders, dass mir, ja, es sind so viele Klangigkeiten, die du rausspielen, wie du abgeholt hast, was funktioniert, was nicht. Also auch schon lange üben, den Mikro aus dem blöden Marktstand rauszuholen. Das ist auch oft für Anfänger, also halt schon die echt Hürde, weil dann knöcheln sie da, wie lange geht nicht, und dann hat schon jeder sein Vertrauen verloren. Oder sie lachen. Oder sie lachen, ja. Du weißt. Denkt davon auf, dann hoffst du doch, dass sie Mutter lachen. Ja, das eigentlich, das ist mega interessant, das Ganze so drüber nur zu denken, weil Schauspielerei, wie du siehst, das Ausdruck für eine Kamera ist schwer genug mit der Titan, das ist ein ganz anderes Niveau, wo du wirklich live, das ist also nicht. Ich war auch schon ein paar Mal live, so Tapings gucken von Big Bang Theory, war ich paar Mal so Sachen gucken und da ist es ja ähnlich, also sie haben aber schon ein Skript, das ist nicht, ja, du hast auch ein Skript, sie haben ein Skript. Und dann heinst du Film sagen 2-3 Mal, weil den Director eben so Showrunner sieht, weil die HK, weil der Witz nicht witzig genug. Also sie gucken, sie lauschen noch weiß. Sie gucken, weil dort eine Live-Audience war, 300 Leute oder so sitzen dann da am Studio. Aber wir lachen noch mal und wir wissen noch, dass das Lachen abgeholt wird. Das ist also ein Mikro über da. Du lachst mehr hart, wie es normal ist. Du lachst, was du denkst, ja, okay, das geht dann nur vielleicht benutzt. Auch wenn ich der Meinung sind, dass am Final Cut sitzen sie trotzdem etwas anderes drüber. Ja. Mit do wenigstens wann der Witz nicht richtig gut war, da seht der Showrunner hey, try it this way. Die Schauspieler, die haben immer noch Chance zu go an der Comedy und die Chance da nicht zu machen und Zeit zu ändern. Und was großen Unterschied möchte ist, du wissen Leute, das war nicht witzig, haben sie das nicht geschrieben. Also das ist nicht Ding schuld, dass das nicht gut war. Im Stand-up passt ganz lang. Also wenn du nicht witzig bist, du hast es delivered, du hast es geübt, du hast es geschrieben, du hast mit der Idee gekommen, dass du vielleicht witzig wird, das ist wirklich so just du on the line. Und fragen, hat mein Dad wie witzig? Genau, ja. Nee. Es gibt nicht viele Sachen, die ich kann denken, die mehr, wusste mehr selber so offenbart und wirklich alles auf dem Tisch liegt. Und Leute gehen richtig rose, was sie nicht witzig fanden. Das ist nicht just... Nee, mir auch bei Gratis-Abend da. Das ist wirklich, wie fandst du, das hat ein Affront, wie das du... Zeit verschwendet. Ja. Es scheint dir meine Aufmerksamkeit, wie das mit Lachen bringst. Ja. Und du musst trinken eine Bayer für $14, für das du hier stehst und nicht witzig warst. Ja, genau. Ich fand aber just zu dem Punkt, dass nicht vieles kannst, wo den sich mehr offenbart. Ich fand den Impro an der Hinsicht mehr krass. Dafür so lange gebraucht, bis ich mich das getraut habe. Also es gibt viele Leute, die so in der Kontra, das hängt wirklich schon eine Person auf mir. Ich so, nee, du siehst du das, was da gerade die Sekunde in den Kopf kommt. Du hast keine Zeit für irgendetwas zu filtern. Du hast ja jeder den denkt, oh mein Gott, was ein Idiot. Du sind auch schon Leute, die Sachen gesagt haben, die ihr Karriere beantwortet, ne? Also, ja. Und du irgendwie etwas politisch unkorrektes siehst, wo du denkst, ja witzig, wenn du gehst ein bisschen weiter. Ja, also du musst da mega aufpassen. Du gewäsche wenigstens so, die Person hat das komplett gewusst für 2 Minuten an den Bad gehen. Wenn ich mich an der Comedy Club bewege, für dich gucken zu kommen und du bist nicht witzig, dann denke ich mal, du hast doch wochenlang du geschafft nicht. Und das ist das Beste, mit dem du kommst. Fabian, da komme ich nicht gucken. Ich bin gut nicht so, ich bin da viel mehr. Du warst bereit, mit zu challengen da beim Fleisch, weil es einfach, das, ja, du warst so on the spot, weißt du. Wir wissen alle gut, wenn es einfach B-Moll, du kannst an den Raum ran und das ist der Geburtstag, das ist eine Überraschungsparty, da bin stehst du, Spotlight, als ob diese 30 Leute, die so gucken, und du stotterst so rundherum, so, ja, du hast gut erwacht.
ja bisschen da just nach mat Leute die eventuell bezuelen an extrem hege war das witzig weil das irgendwie alles Teil von der Magie vom Dinge wie so beim Stand-up okay funktioniert nicht nicht auf der Bühne stehst an das Mikro und so weiter bei der Impro viel Szenen wo du dich fragt lachst und du ging so holen an dann Wort für Wort abschreiben auch spielen gen witzig vorne das witzig weil Leute sind oh mein Gott die zu Stadt gerade auffalle gelöst oder Reaktion als gut an den Doten das Delodor abkommen denken das viel mit Situation am Anfang wie Comedy selber und so die macht ich fand so krass dass du gesagt hast am Anfang dass du so unselbstsicher gewirrscht wirst oder wie sieht das so unsicher und dass du wirklich genau das muss das schlimmst Mist sind für eine Person die kein großes Selbstbewusstsein hat also alle Respekt dass du wahrscheinlich all du mit den Dämonen du zu kämpfen hast all Respekt dafür ja das mit das auch den Fabian sagt auch also das ist ja mega rewarding für richtig Lützeburg zu schwatzen für Sachen zu machen wusste mega schief für drunter hast genau und noch nicht unbedingt mega Skill dran hast und dann das irgendwann merkst wie du das lehrst sondern bin mal Meister das ist ja und du hast eben den Highs und Lows und das gehört dazu wenn es den Highs ist ist extrem high und Verkehr lacht du bist low ja was mich auch interessiert als Stand-up-Comedian was hältst du von der ganzen so Cancel Culture das ist ein tricky Thema da das ja auch absolut eben an Comedy rübergeht wo gesagt wird den dort in der Witz nämlich macht so Leute wie den Dave Chappelle extrem umstritten wenn sie so sagen was denkst du dir so weil der wählt oder denkst es gibt Limiten oder ändern sich die Limiten all Jahr oder wie also da bist du bei dir weil ein Rolle spielt denkst du wirklich von nur so dein Content das ich meine das mega schwer und ich meine nicht dass es eine richtig Antwort drauf gibt mehr persönlich sind ich der Meinung wenn du nicht fertig bringst witzig zu sind only Leute wait zu tun da passt du wahrscheinlich einfach nicht ganz gut also ich fand das kein Excuse und da kommt die so alles so nee sowieso hast du auch schon oft gesucht gehen Punching Down ist nicht witzig Punching Down vielleicht gehört zu so also wenn du zum Beispiel lo als ein Mönch mit einem guten Akkommes oder so de Gag mit arme Leid oder weißt du so das méi witzig wann du mat Aristokraten de Witz wie wann du mat das méi witzig an Richtung Rof Rob genau genau ja. Voilà, genau an ich fand dat geht bisschen an die dynamische Richtung einfach also für mat Sachen de Gag zu machen wo Minoritäten drin leiden oder so von schön mega witzig also persönlich dann also da war immer schwer ein Grenze von also ich selber wirklich ganz absurd Comedy gemacht am Anfang an hun dann so Witze gemacht über schon Angst dass ich der Bibefall Mensch sogar an dem Video dran in der guckt vielleicht nicht schon Angst dass ich der Bibefall los und dann trippeln Strop an dat voilà an du sind schenke gefrot gefehl Gig an den hue dat mich geschrieben wat der Gig bucht an hat net de Baby wie zweite se Frau am Publikum die hue kann verloren ja, okay. So, okay, den verloren voilà, also das ist mega klar dass mein Witz das hält das mega Witz kann umzubringen das also irgendwie mega obvious das hat nicht mein Standpunkt aus aber gleichzeitig ja das kann einfach mega weh tun also wisst du dass Leute mal so die Witz mache wenn du denkst das aber am Anfang das ist mega schwer für das Grenz zu fahren ich schon immer Louis C.K. ich sage Rape-Witz so witzig fand ich schon immer das ist die erste Person die fertig vorstellt eine gute Rape-Joke zu machen kennt ihr den ja bisschen der Rapist gehen das ganz genau ganz genau und das ist halt das Problem du kannst da so Sachen erlauben wenn Leute wissen mangen zu wissen wenn du Boss wissen okay du kannst von Point de vue natürlich ist ja nicht okay und Bemol findest du raus fuck den hat genau das gemacht Twackwitz anderen also Bemol nämlich Witze schon lo fand ich mega schwer ihr Schnaps zu gucken was er mischt weil check mal so nee. Das auch wie also du hast ja über viele Minoritäten die eben da noch Witze über Minoritäten machen dann also okay der will darüber lachen ja dann viele nicht mega unkomfortabel schon noch also wo ich den echten Gig gemacht und in Amerika du war also quasi jederin Witzer über Race gemacht das Amerika das hat Thema das so krass und dann so viel
weiß Leute die dann auf Bühnen kommen und sind das ist okay all meine Kollegen sind schwarz und ich so, ach Gott das ist so Klischee wie kann das sein und dann hat einfach Key gelacht weil das für Key witzig das sind wie so ein Trauma die sitzt ganz in der Nation und in Europa ist ja auch ein Thema aber das Käferglach mit ich meine das ist einfach eine Geschichte die hunderte von Jahren das schon sieht und das wird sich nicht ändern wahrscheinlich okay on that note wann du dann lo halt zu LA Bass also was wir so dein Ideal was willst du gerne machen du willst du Schauspielers du musst Groundlings made Schauspielerei hast du musst Stand-up gibst du gerne halt Wunden probierst du einfach bei jetzt kommen wandert was wäre so dein Dram wie dein Dram Schauspielerei Stand-up meinst du Mischung verbeten was Major oder also doch gesagt wo du bist getypecast wo du bemals hat das Comedy hat kann just Comedy machen also ich will schon mich malen für heute Visakräfe können hin zu planen an Menge Idealwelt ging ich an Serie spielen an Matt schreiben also dat wie so dat Bridge ja Mindy Kaling wissen ob dat Milli bestimmt schon nicht gesucht ich kann nie die Office geguckt nee Schatzen hat immer rum und hat so eng brillant Comedy-Writerin ich fand der cool für können kreativen Input zu holen weil oft als Schauspieler kriegst du gesagt halbe Bar gestaltest du hin wo ich dich gern hat und ich sind nicht ganz gut dran den Berg zu halten schon lieber Kollaborationen wie so du Barcelona Chesspiece oder so Schachstück weil an dafür ging statt schon cool von wir können so am kreativen Writing Prozess mal dabei zu sehen und dann auch weil einmal zu spielen an witcherweise nicht echter Typecast an 4 Jahren an Border Control und dem Kurzfilm oder Junior Doctor oder Police so alles hilarious Rollen ganz genau ich immer so das seriös dann ich mache Maschine ausführen Ding im Kant und das stirbt und so Sachen ich meine wird ausgesehen einfach wie so also voilà, und ich gemischt und so gecast für Rollen die so ein bisschen wie langweilig sind die mussten am Hintergrund sehen der Tisch vielleicht nicht wissen habe so ausgesehen anderen weil mein Persönlichkeit das nicht gerade 0815 der Tisch vielleicht muss mal einfach einen Scheren schneiden an Rotor nicht für den Rest auf der Meinung sind dass das so was nee das aber immer mehr dass so die nicht perfekt Hollywood lookalike dass die Star gehen wissen du die nicht perfekt leid so klingt schwarze nicht von dir allgemein freier war immer so all Schauspielerin muss genauso perfekt ausgesehen los sind der Woche dabei die eben wir sind normalerweise perfekt ja mir dafür nee ich meine Typecasting Comedy und nach kein Risiko am Moment ich gebe dich gerne noch frohen wenn du all ofend außerhalb von Dinger Komfortzone dich ophältst musst du Techniken für den Opregung die Nervosität für die an den Griff zu kriegen du irgendwie Trigger für sich zu kalmieren oder Antidepressiva ging schon mal ein größere Klamm dafür man ging jede Ränge rekommandieren nee also es geht irgend von einer Komfortzone also dass du wenn du dich immer aus der Komfortzone raus bewegst dann vergrößerst du einfach den Komfortzone und also am Anfang war ich auch immer schrecklich also ich die bald gestorben für einem Theaterauftritt ich war so schrecklich nervös und mittlerweile ist das einfach viel mehr normal also kann ich einen normalen Tag und ich schon da wegschmissen bis 4 Uhr am Bad leiien für nimmen nicht so viel Energie zu verschwenden und dann sicher zu sehen dass ich nicht mit sind nur wenn dann voilà, kann ich normalen Tag holen und dann auftreten und das geht ich meine das ist einfach eine Sache von du gewinnst dich drin du gehst wo ist ein Mensch du merkst dich von packen den Arsch also du traust auch selber mit so schmengen den sich hilft das ganz oft machen so ja war Trappe für Haus das auch lief du wollte ich gerade so die geht's nicht so ehrlich oder Fabian am Moment nicht nee im Moment nicht bon wir hun also Running Gag an diesem Podcast
und der Podcast heißt Elevator Pitch. Aha. Und Leute Fabi, die Staircase vorzustellen. Pitch. Ja. wann so gift den Lift und go kreieren Ja. für die nächste Kehr wo du Lunch kennst an du gehst an den Lift raklammen wie gift du an dem Lift auf der Schwaben das kann eine Person sein die erlebt die nicht mehr lebt sei es Industrie Dinge Industrie wie wird das was gibst mit denen Schwätze wenn du eine halbe Minute hast Hängst wahrscheinlich wirst du dran Ging's mal klar wie Lift ja auch Geht das schon mal Dinger schallende den es geht auch insurance-mäßig bei der Lift schon mal hängen geblieben ja. das ist ja Gott, schon komm schon dran. Nee, wenn ich meine Personenkinder rausischen, also, das ist schwer. Ich wusste ja auch, dass die Frau käme, aber ich ging so in den Taika Waititi, ging ich mega gerne, auch von Hello Rita Ora bestört wird, ist nicht schlimm. den hast du ja immer im Restaurant ich kann so wo ein Restaurant immer erste geht Weißt du, der Gag? neben dem UCB den hast du so 200 Euro selbst du Oh mein Gott, durch Zufall auch dahin schöne Heart Palpitations. Oh. nee den hast ich ja schon oft gesehen Ich fand ihn hier wirklich absolut brillant. Also, ich habe für 100 Jahre, weil ich schon auf der Hotelshow, kann man full circle, ich mit einer Neuseeländerin zusammen gewohnt. Und hat mal Boy gewesen. Das war schon mein ersten Dingen. Das war sein nächste Feature. Nee, sein zweiter Featurefilm. Ja, das war Shark and Eagle war sein- ja, war sein Shark nächster. vs. Eagle hätten wir sich gemacht. Ja. Und das war mega, mega witzig. Das sind noch ein paar Szenen aus dem Film, die ich nur noch immer im Kopf habe. Und dann What We Do in the Shadows. Das war für mich wirklich. Ich habe noch Mockumentary schrecklich gerne. hast du den mit der Vampir Mit den Ja. Vampiren, das das geguckt das gemacht wie ein Dokumentär Ja, so ja. ein Reality-Show Ja. ich muss so ich lache gerne bei Filmen aber ich habe mich noch nie so wäsch gehalten vor Lachen wie bei dem Film Ja. das ist einer von den witzigsten Filmen die ich je gesehen habe Ich fand ihn mega, mega brillant. also Das- das der Filmserie das das war- ist ein Film das es gibt auch Low eine Serie. Serie ja Okay. Mit dem Ja, das Film. hat nicht mehr Serie mit und dem ich zu tun. gesehen du Billboards und so Ja. Der Nee, der Film 2014 ist- oder so ist Na, ein schon, Film ja, gewesen ja. schon, Ja. denn das wirklich witzig An Hirn spielt doch da mal dran. Das ist so gut. Also, das ist wirklich. Und dann Jojo Rabbit finde ich auch mega gut Ja. von. Dann schon mega gekrascht zum Schluss. Ich bin noch kein Fan von Scarlett Johansson. Wirklich nicht. Und ich fand, für den Film hat er für einen Oscar nominiert. War so witzig dran. Ich wusste, das hat kein witzig sein. Einfach brillant. Also, hier fand ich super. hat ihn da nur wie Star Wars gemacht Nee, hier Nee, mit Marvel, Thor. Thor Ragnarok okay, gemacht. okay. Mhm. Ja, hier fand ich super. Mindy Kaling, Greta Gerwig. Nee, wa- da kann ich witzig da kann ich witzig in der Lift- Das klang der Lift, gist ja. den Leute so also wird mehr Self-Promotion ist davor viel Das, ich ging jetzt wahrscheinlich gut nicht so, weil ich will nicht an die Klischee rauffallen von, ich bin so große Fan. Also ich meine, Ja. dass die Leute so oft gesagt gehen, Mhm. dass ich nicht viel zu ihnen so. da muss der Besonderes so werden mehr cleverer du wärst bereien Ja, Ja, verstehe. das ist es. ich so immer zu Milli denn ich gesehen der Christopher Nolan oft spazieren schon nie hab's gesucht obwohl ich die größte Fan sehen an Lunch mal viel gehört nächste gesehen da so nicht ab Ja, ja ich mein, ja, nur weil er nur aus den geplündert und dann. war ja oder ich oder war da immer aber ich gesehen habe Ja. Und plus Fabi, du hast ja aber genug Zeit für Ich- etwas Gescheites zu ich will nicht irgendwie so ein, oh, I'm your biggest fan oder so etwas. Nice dog. Ja, genau. Mir ist einfach just, weil ich auf den Mann noch abgucken. Und einfach just so, merci für die Firma, die es als Kind hast. Habt ihr schon und ein Oscar gewonnen an 2 Wochen. Endlich, oder 3 Wochen. der Schlimmste kann geschehen dass das nicht was sich umdrehen noch weitergeht Eben. das mir geschieht zu kann also de Jean Rochefort die kennt das sind alle französische Schauspieler die waren an 7 weiter dazu denn Comedy ist da für Frankreich ein Elefant ça trompe énormément so sage ich nie gesehen Nee, okay ich kann gebe kein wahrscheinlich Französisch. kann wenn man Pap die Filme nicht geguckt Okay. Ja, ich kenne Rock hat und schon Rochefort und ich sitze auf der Croisette auf der Mauer und du sitzt auf der Bank sind alle Mann die mich mit seiner Frau und ich gucke so rüber ich denke man schon bei einem Moment das doch hier und dünsch da gefrot mit meinem gute Französisch schon mal ein Eggwäsch getudelt das war wirklich für die Katze und du hast einfach abgestanden schon gefragt ob hier den Monsieur Rochefort wie so ja gemerkt interessant vorkommen an dünschen war just wolle so und wie viel man sing viel mal gefe bedeuten und wat für fertig wird das einfach abgestanden und das gangen deswegen Phrase ich nach freck gelacht oder drüber fortgegangen ich mich so schlecht gefühlt Oh nee, wie schrecklich. Ich meine, Anscheinend das ist aber auch bekannt war für nicht den du, Drecksack. das war dein Französisch.
Ja, nicht wahrscheinlich gemerkt, du sehen sie Terroristin, du. Podcast nie auf Französisch machen. No. Also, Nee, okay, was ging ich dem Trecker so? Von Schlo an der Restaurant ging und dann hier du. Die Frau im gestartet, ich weiß noch mal, keine Antwort drauf empfangen. Ich weiß wirklich nicht. Ich meine, ich ging auch ab bis so alle, merci. Ich fand, so Leute wie sie, das bringt weirde Menschen wie mir ganz viel. Zu mir, also du bist nicht allein an so ganz bizarren Humor, also okay, an heute auch seinen Platz. So. Der Beispiel geht geschehen, dass wir das einfach gegen sie Witz rappen und den ich war doch gerade so. Du mir einfach mega geile Witz, wo hier geht raus, so, wie war das? Das war ja brillant. Oder reagiert, du 5 Sekunden gar nicht und da gucken die so und you wanna write mine zu lachen. Ja. Und da fragt mich, ob sie willst, was schreiben. Ich meine, für mich einfach zu flaschen oder so. Zu flaschen? Boobs zu flaschen. Ja. Nicht mal wegen Witz zu flaschen. Oder du kennst mal, ich komme von Lützeburg an, so klein gelaschte Kehr, wo ich fortgegangen bin und ich nicht direkt fand. Da ist ein Dekodit, weil das ist mein stärkster Witz. Ja, mit du kannst ja an den Restaurant gehen und du kannst dann hi, ich kann du wir met an ja. Hi Vielmals merci, dass du haut heil warst. Merci an merci das war wirklich extrem interessant. Ich finde mir muss logisch gucken, wenn jemand dich live on stage gesehen. Das nein, an den nächsten 8 Days oder so, wo es so abtritt sein. Nee. Kann ich dich auch so privat buchen? Seriös? Millie, das hat falsch von Flasche gespielt. Ja.